Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom November. Ich bin Noemi Stoller. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter vom anderen. Nach Sprüche 27,17. Wie einige von euch vielleicht wissen, sind 16 Nasen vom Metal Church im Oktober Schottland entdecken. Herrliche Landschaften, spannende Gesichter und Sagen in uns erwartet. Und das alles bei feinstem Bier und Whisky und natürlich den bekannten fettigen Gerichten der Schotten. Wir haben es genossen, Speis und Trank und besonders die lebendige Gemeinschaft. Wir haben viel zusammen gelacht und auch spannende Diskussionen geführt. Doch auch das ständige Aufeinander oben hocken bringt auch mal die ein oder andere Herausforderung mit sich. Die meisten wissen auch, von was ich rede, wenn wir uns an den festivalreichen Sommer zurückerinnern. Auch wenn man viel miteinander lacht und Zeit genießt, können unterschiedliche Meinungen und Haltungen aufeinander prallen und einem anfangen zu stören. Zum Beispiel, wenn man sich nicht einig ist, wo man essen will, wer in welchem Bett fußt oder welches Programm das man jetzt macht, wenn so mal nicht nach Planung läuft. Zum Beispiel, wenn man sich nicht einig ist, wo man essen will, wer in welchem Bett fußt oder welches Programm das man jetzt macht, wenn es mal nicht nach Planung gelaufen ist. Ich denke, dass jeder von uns sich bewusst ist, egal wie fest man probiert, die unangenehmen und vielleicht auch ein bisschen unfreundlichen Gefühle und Gedanken zu unterdrücken oder schaut, dass zumindest das Gegenüber das nicht spürt, sind wir jedes Mal wieder neu herausgefordert, mit diesen Gefühlen einen guten Weg zu finden. Und wie gehen wir mit diesen unangenehmen, vielleicht sogar abschätzigen Gefühlen und Gedanken um? Wie gehst du damit um? Wie lässt du deine Emotionen verrauchen? Oder lässt sie ungefiltert am nächsten raus? Und was sagt die Bibel dazu? Dieser letzten Frage, was die Bibel dazu sagt, habe ich mir auch eins stellen. Das Thema hat nämlich in unseren Schottlandferien auch zu ein paar spannenden Diskussionen geführt. Ich habe mich dann an Galater zurückbesinnt und bin dort auch noch nachlesen. Der wohl bekannteste und uns best vertraute Satz steht im Galater 5,14. Dort steht: Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Easy, haben wir alle schon mehr als einmal gehört. Doch ist es so einfach? Wie kann ich jemanden in dem Moment lieben, wo er mich nervt und ich die Person am liebsten nicht um mich haben? Wie soll das in diesem Fall gehen? Einmal beten und Halleluja? Super, wenn es so einfach würde gehen. Doch ich denke, es gibt leider kein so einfaches Rezept dazu. Ich gehe nämlich auch davon aus, dass wir unsere Gefühle gut wahrnehmen sollten, auch besonders, wenn die Gefühle sich unangenehm anfühlen für uns. Die Grundemotion Ärger hat nämlich auch eine gute, ja sogar überlebenswichtige Funktion. Sie schaut nämlich dafür, dass Energie in uns freigesetzt wird und wir in Handlungsdrang kommen. Aber ist das nicht widersprüchlich mit dem Satz aus dem Galater? Wie soll ich denn die Energie gut nutzen? Und was bringt es mir, hässig sein auf mein Gegenüber? Eine abschliessende Antwort auf all die Fragen kann und will ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht geben. Ich möchte euch vielmehr ermutigen, dass ihr die Fragen euch selber und vielleicht auch mit guten Freunden stellt. Mir persönlich hat der Unterabschnitt aus dem Galater 5, 22-26 geholfen. Aus dem nehme ich mit, dass ich mich auch in diesen sättigen, herausfordernden Momenten an Heiligen Geist wenden darf und um seine Führung darf bitten. In diesem Absatz wird uns verheißen, dass der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes wird bringen. Und somit verstehe ich auch, dass er uns in diesen herausfordernden Situationen und Fragen wird begleiten und unterstützen. Ich möchte euch zum Schluss noch ein keltisches Gebet mit auf den Weg geben für den nächsten Monat. Das Gebet hat uns jeden Morgen begleitet als gemeinsamer Start in den Tag. Eine Sache habe ich vom Herrn gefragt. Das ist es, was ich suche. Dass ich sein im Haus vom Herrn alle Tage von meinem Leben. Die Schönheit vom Herrn zu sehen und ihn in seinem Tempel zu suchen. Wer ist es, wo du suchst? Wir suchen den Herr, unseren Gott. Suchst du ihn mit ganzem Herz? Amen, Herr, hab Gnade. Suchst du mit deiner ganzen Seele? Amen, Herr, hab Gnade. Suchst du ihn mit deinem ganzen Verstand?
Amen, Herr, hab Gnade. Suchst du ihn mit deiner ganzen Kraft? Amen, Herr, hab Gnade. Zu wem sollen wir gehen? Du hast das Wort vom ewigen Leben. Und wir haben dir geglaubt und erkannt, dass du der Heilige von Gott bist. Preisen sollst du sein, Herr Jesus Christus, König vor endloser Herrlichkeit. Amen.